Dat Thema ist Bilda uit dem Oude Testament, Nummer 2, die Staut, wo die Wengj omtjewelden. Kun reden als Johan Dyck. Die Geschichte, wat wir von dir betrachten wollen, fing wir in Josua, Kapitel 5 und 6. Wel uns erst einmal den Hintergrund von dieser Geschichte anchecken. Dat Volk Israel hat 40 Jahre in der Wüste rumgebeiselt, wat all die, wat keinen Glauben hadden, gestorben wären. 40 Jahre vorher hadden sie das Land Kanaan annehmen, aber an wir Angst, und sie leibten nicht, wat der Herr an versprochen hat, dat hij verankämpfen wird. Wir denken träge an die Zeit, als Moses die 12 Spionen rückschicken deed. Und wir weten je dat 2 davon brachten einen sehr guten Bericht träg, aber 10 davon sehen kragt het Gegenteil. Und dat Volk lebt lieber den schlechten Bericht als den guten. Und wegen ihren Unglauben seht Gott, sie würden motten eine Wüste rambeiseln, but all die, wat 20 Jahre oder älter wären, gestorben wären, weil sie so einen großen Unglauben hadden. 40 Jahre wären nu vorbeigegangen, und sie wären an der Hinterkant von Kanaan ramgegangen und kamen vom Osten nu an das Land anauen. Moses wie gestorben, und Josua wie nu die neue Leiter geworden. Die erste Probe wie Eva, und dort wir den Jordan River Eva zu kommen. Und Gott hat an geholpen, Eva den River Eva zu kommen, sogar bei ne Zeit, als der River Eva ranen deed. Dit wird das erste grote Wunder, wat Israel erleben deed, dat Gott an dat Land anführen wird. Als sie Eva den Jordan Eva wären, kam die nächste grote Probe. Die Stadt Jericho lag ver an, und die Menschen wären an sehr feindlich gesonnen. Die Stadt scheint einem allmählich anzunehmen. Dann einmal, 40 Jahre vorher, als die 12 Spionen zurückkamen, hadden sie dit über Jericho und andere Städte in Kanaan zu sagen. Und wir lesen die Beschreibung in 4. Mose, Kapitel 13. 10 von den 12 mögen die Menschen Angst und sehen, die Städte sind sehr groß, mit starken Wegen, die hoch in der Luft anriechen. Die Menschen dort sind sehr groß, das sind Riesen gegen uns. Nu noch 40 Jahre wird das noch immer so. Die Städte hadden große Wegen daran gebaut. Die Menschen, die da binnen wohnten, waren stark und sehr bewaffnet. Ein sehr bekannter Nachforscher, der in den 1930er Jahren dat alles einmal nachgegraven, wo Jericho mal gestohlen hat, funkt dort dat Überbleibsel von 2 Reihen Wegen rum der Stadt. Die erste Wand wie so bei 6 Schau dick und die andere bei 12 Schau dick. Dat ging zu sein, dat die büderste Wand nur Büten han angekevelt wir, und die bannerste wie an sich selbst taub geschart, mit die hiese Taub, wat da boven abgebüht wären. Nu als dat Volk Israel ver Jericho stund, sagt dort in Josua Kapitel 6, Vers 1 so, Jericho aber wir dicht taugeschloten, während das Volk Israel, so dat keiner rüt oder nern gonen können. Von Menschen her geseinen stund das Volk Israel für eine Unmöglichkeit, dat wir eine hoffnungslose Lehr diese gewaltige Stadt anzunehmen. Aber dat ist so, als Menschen dort sein würden. Weil wir zunächst einmal checken, wo die Lehr an Gott seine Uhren sah. Gott rächt sich niemals nur dort, wat uns Menschen Angst merkt. Wann dat auch alle hoffnungslos sag, seht hij zu Josua so, sei einmal tau, ich hab Jericho mit ihren Kenning und ihren Soldaten in deine Hand angegeben. Für Gott jaft dat keine gefährliche Lehr, en seine Uhren wie Jericho all angenommen. Das nächste, wat wir morgen ist, Gott hat geseinen, dat Josua vielleicht wird Angst haben, en so mög er am Verheer all reid. Aber wo deed er dat? Dat haben wir in Josua Kapitel 5, die Vers 13 bis 15, klar beschrieben. Da lesen wir so. Dat nahm sich aber so ran, als Josua wie Jericho wir, dat als er abcheckt en sich ramzag, merkt er auf einmal een Mann, wat am Gegenüber stund, en een blauset Schwert in der Hand had. Dann ging Josua nur am und seht zu am,
Gehirst du zu uns oder zu onze Feind? Hij zei, nee, aber ik zie de verst vom Herrn seine Armee. Nu zie ik je komen. Dan val Josua ver am Haan met het gezicht naar de eerd en beet aan en zei zu hem, wat zegt mijn Herr zu seinem Knecht? En de verst van dem Herrn seine Armee zei zu Josua, trag die de schau van die feit uit, wils des Platz, wo boven du stehst, heilig is. Dan deed Josua dat. Wat voor een werking had deze Norecht op Josua? Het eerste wat we hier zijn is, hij deed zich voor God deimieten. Hij werd van God ganz afhängig. Dat zegt, hij val op een gezicht haan, op de eerd, en hij deed aanbeden. Dit bewijst dat Josua ganz klar en duidelijk wist, dat hij hier zum Herrn reden deed. Nog wat we hier zijn is, hij geloofd God zijn Weder en aan zijn kracht. Als hij aanvangt naar God zijn kracht te kijken, dan schijnen am de Wengj van Jericho nicht mehr so hoch. Ist das bei uns nicht auch so? Wenn wir einmal auf Gott seine Macht checken, dann ist uns nicht mehr so Angst für dort, was uns erst so schwierig scheint. Und dredet, was wir hier bei Josua sein ist, nu wordt hij aan, wat Gott alles voor hem doen wil, en wo sie nu verwaarts gaan zullen. Wat is dan die leer voor ons, van dit wat we hier groot gehoord hebben? Josua leert hier een zeer wichtige lektion, en dat we deze. Eer we daarmee rekenen kunnen, dat God onze vriend en onze hengen aangeven wordt, moet we ons eerst zijn willen gans aangeven. Josua moest zich eerst de schau uittragen, en voor den Herrn im Glauben komen, wat God voor hem kämpfen deed. En dat brengt me op een paar vragen. Wat zijn de grote vrienden, wat die van dir gegenüber staan? Voor eentje is dat de alcohol. Voor anderen zijn dat de schwijnsche gedanken. Voor anderen is dat de wut, wat die immer weer pakt en die gans uit de controle brengt. Voor anderen is Feind de plüderie en dat slechte gerede over anderen. Voor velen is de Feind de lust naar meer geld en meer familien. De Bibel nennt dat iets. Al dit zijn grote Feind, zoals de stad Jericho, wat we op keinen Fall selbst unsere Feit kriegen können. Diese Predigt ist dann für die, wenn die dazu geht. Hier lehrt der Heilige Geist uns, wo wir diese Feind in uns Leben schlonen können. Und dort bringt uns nur einen dritten Gedanken. Gott hat immer einen Plan, wo die Feind geschlagen worden kann. Wir kommen zurück nach Josua. Josua mögt sich selbst keine Plans. Hij verleiht sich darauf, dat Gott einen Plan hat. Und wat wir dann das Plan? Wir fingen den in Kapitel 6, de Vers 3 bis 5. Gott sei dann zu Josua diese Wort. Darum lot all jene Soldaten jeder Tag einmal ram de Stadt ram marschieren. Dat dout für 6 Tage. En 7 Priesters zullen 7 Jubeljahrtrompeten für de Bundeslot drehen, en am 7. Dag zal je 7-mal am de Stadt ram marschieren, en de Priester zullen de Trompeten blozen. En wann je den Ton van de Trompeten hören wollen, dann soll dat ganze Volk luid schreien. Dan worden de Wengramme Stadt taub fallen, en dat Volk soll gleichversig over de gefallene Weng klauteren en in de Stadt inengehen. Dit is een sonderbarer Weg, eine Stadt anzunehmen, nicht wahr? Hast du al irgendwann einmal gehört, dat eine Armee eine Stadt annimmt, indem dat sie bloß daran marschieren deiden und dann schließlich belchen und schrien deiden? Dit is wat ik mein. Gott deed dat aanmelden op zo'n weg, wat we ons niemals kunnen uitrekenen. Jo, hij deed einstmal dat aanmelden, zodat we nicht meinen, dat we dat gedaan haben. Hier wird das so. Die Israeliten sollen nicht denken, dass sie die Stadt Jericho hatten angenommen durch ihre Macht. Sie sollen dort klar und deutlich sein, dass bloß Gott dit kann han gedaan. Das Volk wird gehorsam.
Wie weet je dat wat nu Israel nicht für ihren Glauben bekannt wir, aber für ihr Unglauben? Hier sei wie, wo die neue Generation anders angestellt wir. Sie deuten Kraft so, als Josua anbefohlen hat. Und dann lesen wir in Vers 20 so, dann schrie ich dat Volk, en die Priesters bloosden die Trompeten, en als dat Volk de Trompeten blosen hierden, schrien sie los, en die Wegen proselden en sich taub. Wo kann so wat allmählich passieren? Niemals vorher wären grote Wegen durch Menschengeschrei angefallen. Bloß durch den Glauben, als so wat jemals möglich warst. Aber wo schafft der Glauben? Der schafft bloß, wann wir diese Regeln beachten. Wir müssen erst uitfingen, wat Gott sein Willen an diese besondere Lehre ist. Josua muss erst von Gott weiten, wat dem Herrn sein Willen wir. Zweitens muss wir dann Gott seinen Plan am Gehorsam nachgehen. So wie willig dort zu tun, wat uns an sein Wort sagt, und wat von uns verlangt. Und drittens, wir müssen seine Verheitung so annehmen, als wann der all passiert ist. Wir danken ihm im Verüt für dort, wat noch tun wird. Dat Volk Israel schrie am Glauben, wann die Wenge auch noch gar nicht gefallen wären. Die fallen bloß nur dem, sie geschrien haben. Was haben wir von dieser Geschichte lernen? Erstens, wir sollen daran denken, dass Gott sein Versprechen hält. Das gibt in der Bibel so wie 7500 Versprechungen von Gott. Die sind nicht bloß für Söhne aus Josua gegeben, aber auch für uns. In Römer, Kapitel 15, Vers 4 lesen wir so. Dann wird immer vorher geschrieben wir geschrieben, dass wir dort lehren sollen, dass wir durch die Geduld in den Trost in der Schrift würden Hoffnung haben. Diesen Trost uit Gott sein Wort brück wie von dir alle. Und ich wundere, nimmst du auch die Verheißungen Gottes an, siehst du da sein? Ich denk dann Völkern an die Verheißungen Gottes, dass uns das ewige Leben gibt. Wo kommt das dann, dass so viele Menschen ihr Leben einer kann das nicht weiten, wann Gott es aber ganz klar verheißen hat und sagt, wann wir an Jesus ihr Leben daunen, dann nimmt uns als seine Kinder an. Hast du dort all gelebt? Ist die dort all deutlich? Kannst du die dort freien? Wenn du von dir noch immer die dort nicht freien kannst, dann hast du auch noch nicht gelebt. Dann hast du dort noch nicht am Glauben gefort. Dann ist dein Hort noch immer voll an Glauben in diese Sache. Was ja wir von dieser Geschichte lernen? Nicht bloß, dass Gott seine Versprechen hält, aber das Zweite ist, dass wir unterscheiden müssen, welche Verheißungen Gott für uns hat und welche er für andere hat. Zum Beispiel, einige Verheißungen sind bloß für gewisse Menschen bestimmt. Wir können ja gut daran denken, wo die Engel nur Maria kam und er sah, dass sie würden Sehen kriegen. Die Verheißung wird bloß für Maria. Gott sah zu Abraham, dass Sarah würde ab ihrer oude Deur noch den Isaac kriegen. Die Verheißung wird bloß für Abraham und Sarah, nicht für uns. Wir müssen daran denken, dass einzige Versprechungen in der Bibel sind mit besonderen Bedingungen verbunden. Gott versprach, Völkern das Volk Israel zu segnen, aber diese Verheißung wird immer mit der Bedingung von ihr Gehorsam verbunden. Und so ist das auch bei uns. Wir können nicht alle Verheißungen Gottes gerade so annehmen in Leben, die wollen bei uns passieren, wenn wir nicht willig sind, dort zu tun, was Gott von uns verlangt. Und dort ist der Gehorsam. Und dann, das dritte dabei ist, viele Versprechungen in der Bibel sind aber für uns, wann wir Jesus angenommen haben, in am Nachfolgen. In anderen Worten, wann wir Jesus Christus angenommen haben, in seine Kinder geworden sind, dann trafen uns viele von diesen Versprechungen Gottes. Die Bibel sagt ja in 2. Korinther 1,20, denn alles, was Gott versprochen hat, ist bei ihm ja. Daran ist uns Amen der Jesus Christus zu Gott seine Verherrlichung. Das letzte, was ich hier noch sagen möchte, ist, wir müssen im Glauben auf Gott seine Verheißungen rechnen,
dat hij die erfüllen wordt. Josua geleefd wat Gott am gesagt had, en doorab ging hij en dat ganze volk los. Ohne Glauben, sagt die Bibel, tja wie Gott nicht gefallen. Ohne Glauben, tja wie ook nicht jeden den bei zijn Feind bestohnen. Ohne Glauben, tja wie ook keinen Trost haben, ook kein innerlichen Fried. Aber durch den Glauben an Gott, in seine Versprechungen, tja wie jeder Feind in ons Leben überkommen. Du bist vielleicht auch so als der Mann, wat in Markus 9, Vers 20, wen zijn bezetene Kind naar Jesus kwam. Die had ook trouble te leven. Hij zei zu Jesus, wenn du irgendwas voor am daunen kost, dan erbarm die even ons en help ons. Dan zei Jesus in Vers 23 zo zu ihm, of ik kan, zei Jesus, alles is möglich für dem, der durchleeft. Den Jungen sein Vater schrie dann plötzlich, ich leib, halt mich an meinen Unglauben. Des Mann gaf het toe, dat hij Unglauben had. Aber hij vertrouwt Jesus doorheen doch noch. Hij verleiht sich doch noch op ihm, dat hij am helpen kon. Dat kost u ook. Jesus checkt nicht ab woveel Glauben wir haben, aber auf wie willig sind, op ihm zu vertrauen. Ons am Hand te geven. Wonen Feind, mochtst du von dir schlonen, dat hij die nicht mehr baut. Of dat Sünden zijn wat du nicht loten kost, oder ne schwere Lehre is wat du nicht meistern kost. Jesus is reit die frei te merken, van alles wat die bedrecken deed, van alles wat die in de Sünden entschlapt. Hij wil die frei merken, aber du musst am Glauben, am Vertrauen, nur ankommen, in die Arm hangeben. Vielleicht lebst du eine schwere Lehre. Jesus will dir die Gnade und die Kraft geben, dass du an dieser Lehre ganz froh in einen Fried leben kannst, dass die nicht mehr so bedrecken hat. Sat ihn Vertrauen von dir doch ganz ab Arm, so ist Josua und das Volk dann an Gott vertrauen deuten, als sie diese große Stadt annehmen sollen. Wel we nog tot beten. Lieve Herr Jesus, wir danken dir, dat het möglich ist, im Glauben die anzunehmen, aber auch im Glauben zu leben. Dat wir die schwere Dinge, die Sünden, alle überwinden können, durch den Glauben an die. Du helpst uns. Du bist der Janja, wat für uns kämpfen deed. Und wir geben uns die nu aan. In Jesus seinen Namen beten wir dort. Amen. Wenn je noch Fragen haben, über dort, was je op dit Programm gehört haben, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche you alle eine gute Week. Op Wiedersehen.